Headliner bei Wir in Bayern heute, könntest du sagen. Sarah Brandhuber, grüß dich. Servus. Schön, dass du da bist. Das war ein Ausschnitt aus dem aktuellen Song, der da heißt wie? Der da heißt Ich spiel daheim. Ich spiel daheim. Genau. Heute, wie du gerade auch schon gesagt hast, endlich mal wieder vor Publikum. Da sitzen ein paar hunderttausend Leute draußen vor den Fernsehgeräten. Ja. Wie fühlt es sich an, mal wieder mit Publikum zu spielen? Irre. Total irre. Das ist immer schön, wenn man weiß, dass man nicht für sich alleine spielt. Ja. Genau. Wir fanden super, war ein guter Auftritt und ganz offensichtlich hast du auch nichts verlernt so in den letzten Tagen. Ich hoffe, ich hoffe. Du machst bayerisches Musikkabarett, so nennt sich das. Was verstehst du darunter? Was ist dein Ding, was du da treibst? Also ich muss gleich mal sagen, ich bin mir nach wie vor nicht sicher, ob es Kabarett ist oder ob es Liedermacherei ist, was ich mache. Da schreibt immer jede Zeitung ein bisschen was anderes. Was ich mache, ist, dass ich sehr gerne lustige Texte schreibe, lustige Sachen schreibe und die dann in meistens lustige Melodien vertone. Und daraus entsteht halt dann so ein Programm wie das, was ich jetzt gerade aktuell am Laufen habe. Okay. Genau. Lachen denn Menschen, wenn sie dir zuhören und zuschauen? Ja, in der Regel schon. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass es was mit Kabarett zu tun hat. Ja? Weil reine Liedermacherei ist jetzt nicht wirklich lustig. Also das stimmt. Ich bin halt nicht politisch. Das ist so das, wo man sich immer nicht so ganz sicher ist, wo man mich einordnet. So. Okay. Genau. Bist du das, was man gemeinhin als Rampensau bezeichnen würde? Ja, doch. Das glaube ich, kann ich uneingeschränkt so behaupten von mir. Weil genau den Eindruck vermittelst du. Also so ein Powerpaket und chronisch gut gelaunt. Ist es das? Ja. Ja? Also zumindest ab Mittag. Früher brauchen wir nicht. Noch nicht sagen über mich mit der chronischen guten Laune, aber so nach dem Mittagessen. Also kein Frühaufsteher? Nein, echt nicht. Wann klingelt bei dir normalerweise der Wecker, wenn du es dir aussuchen kannst? Oder gar nicht? Wecker. Okay, alles klar. Bei mir klingelt, wenn dann das Kind. Aber der ist auch ein Langschläfer, also alles gut im Moment. Okay, das hat er von dir geerbt, schön. Ja. Sarah, ich freue mich, dass du da bist und ich freue mich auf unser Gespräch, weil heute wird es auch ein paar Einblicke in dein Leben geben, die zeigen, dass es halt nicht immer der gute Laune-Bolzen ist, sondern auch eine andere, eine ruhige, zurückgezogene Sarah da ist, die es auch nicht immer leicht hatte. Wie du das bewältigt hast, freue ich mich sehr, heute von dir zu erfahren. Freue Bis in ein paar Minuten. Schön, dass du da bist. Liebe Zuschauer, unser Kennst mich heute dreht sich wieder um eine bayerische Örtlichkeit, von der wir gerne wüssten, was es ist. 0800 24 04 981 ist die Kennst mich Telefonnummer. Es gibt 2 Tassen und es gibt Sie. Und wie Sie zu den 2 Tassen kommen, ganz einfach. Rätsel auflösen, anrufen, durchkommen, gewinnen. So funktioniert's. Wenn ich dir erzähle, dass ich im Land der Höhlen, Mühlen und Burgen daheim bin, dann kommt bestimmt wie aus der Pistole geschossen, in der fränkischen Schweiz. Und was sag ich drauf? Genau, richtig. Dort bin ich sozusagen eine in den Himmel ragende Sehenswürdigkeit. Hoch oben über dem Weiler Neumühle bei Heiligenstadt präsentiere ich dir zum Beispiel meine berühmte Waffensammlung. Samt mittelalterlichen Ritterrüstungen oder Türkensäbel aus dem Bauernkrieg. Oder locken dich mehr meine Jagdtrophäen. Allein die Hirschgeweihsammlung umfasst 61 prachtvolle Exemplare. Die Köpfe wurden übrigens zwischen 1690 und 1847 geschnitzt. Und hereinspaziert, das ist mein Festsaal. Das war er. Wann ich übrigens genau erbaut worden bin, weiß ich nicht mehr. Die Experten aber auch nicht. Sicher dagegen ist, dass ich seit 1691 im Besitz der Grafen von Stauffenberg bin. Liegt die Lösung jetzt nicht zum Greifen nah? Kennst mich? Ich glaube, heute haben wir mal wieder so einen echt harten Brocken. Um es für Sie ein bisschen leichter zu machen, hätte eigentlich auch noch der Vogel Greif in der Beschreibung vorkommen können. Vielleicht hätte Ihnen das auch noch mal weitergeholfen. Mehr darf ich jetzt aber nicht sagen. Es waren schon textlich so viele Hinweise drin. Jetzt müssen Sie es wissen. 0800 24 04 981. Ran ans Telefon. Die Chance, heute durchzukommen, ist, glaube ich, hoch, weil da rufen nicht so viele an. Oder, Henry, was sagst du? Ne, Henry ist auch eher neutral heute. Schauen wir mal, wer jetzt in der Leitung ist. Der Michael Sporer, wer ist denn da? Grüß Gott. Ja, ja. Hier ist Ulrich Heinz aus Maischeugast. Mensch, der Herr Heinz, servus. Oder der Herr Servus. Ulrich und Heinz mit Vornamen, wie schaut's aus? Das ist Burg Greifenstein. Ja, vielleicht, aber ich wollte jetzt noch mal die Geschichte mit dem Vornamen klären. Heißen Sie jetzt Heinz mit Vornamen oder Ulrich? Ulrich Vorname, Heinz
Nachname. Okay, alles klar, nur damit ich hier keinen Fehler mache. Ulrich, Ja. Sie haben gesagt, wir suchen das Schloss Greifenstein, oder was war das? Genau. Genau. Schloss Greifenstein. Warum wissen Sie das so gut? Naja, Mike Scheigers, das ist nicht weit weg. Man kennt sich halt Wir aus waren in da seinem schon Gau. mal, ja, mit unseren Kindern, da waren wir auf jeder Burg, die es gibt. Und außerdem da auch und mit der, das kenne ich. Die kennen es. Ja, was soll Ja, ich Ihnen da noch freilich. groß erzählen, außer gut gemacht? Wir schauen uns die Lösung an. Ja, gut. Ja, da ist sie. Wir suchen Schloss Greifenstein, ein Ortsteil von Heiligenstadt in Oberfranken, ist in der Fränkischen Schweiz. Greifenstein hat 6 Einwohner, doch so viele. Der gesamte Schlossberg, der jetzt dicht bewaldet ist, wurde im Mittelalter gerodet und landwirtschaftlich genutzt, war auch dafür da, dass die Schlossherren einen besseren Blick auf die Feinde hatten. Nachdem wir das heute nicht mehr brauchen, steht jetzt da Wald außenrum. Das haben sie gut gemacht, gell? Gut, ja, ich denke es. Ich hoffe es. Ja, ich würde auch sagen. Und deswegen gibt es 2 von diesen wunderbaren hier, ich muss aber vorsichtig sein, weil da ist heißer Tee drin, 2 wunderbare Wir in Bayern-Tassen, die schicken wir Ihnen zu. Klasse, weil ich bin sowieso Tassensammler. Ehrlich? Und die haben mir genau noch gefehlt in meiner Sammlung. Wie viele Tassen haben Sie denn schon, Herr Heinz? Oh, das ist an die 400. Ach was. Echt wahr? Ja, ja. Können Sie zu den einzelnen Tassen jeweils auch noch was erzählen? Sind da auch ein paar historische oder wertvolle dabei? Oh, ja, jetzt auf die Schnelle da nicht. Ne? Nein, Sie müssen es nicht auf die Schnelle machen, das können Sie auch schön langsam machen. Aber ich überlege nur, wenn Sie so Nee, viele... also, nein, ich wüsste jetzt noch nicht. Ja, das sind also auf jeden Fall solche Tassen mit Werbeaufdrucke oder sonst irgendwas. Ne? Das ist mein Hauptding, Verstehe. dass ich das sammle. Ja. Warum frage ich Sie? Weil ich hätte ja gleich Gästeakquise gemacht. Wir suchen ja gerne mal Leute, die auch solche Sammelleidenschaften pflegen. Nur wenn es lauter Werbeaufdrucke sind, da wissen Sie ja, wir sind ja beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da dürfen wir keine Werbung machen, deswegen vergessen wir das genau, wieder. Das machen wir nicht. Das ist eine blöde Idee gewesen. Machen wir nicht. Ja. Aber 2 Tassen schicke ich Ihnen trotzdem. Und mit der Werbung, da machen Sie mal richtig einen drauf. Ne? Wir in Bayern Ja. steht drauf. Prima, da freue ich mich aber richtig. Herr Heinz, Vielen liebe Dank. Grüße. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Servus. Jawohl. Danke, danke. Ahoi. Schöne Geschichte. Liebe Zuschauer, Frischhaltefolie, Alufolie, das benutzen wir alle, wenn wir in der Küche unterwegs sind. Ich auch. Nur jedes Mal, wenn ich es verwende, denke ich mir, so aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ist es nicht wirklich der Weisheit letzter Schluss. Mir stellt sich dann immer die Frage, wie haben die das früher gemacht, als es sowas wie Alufolie und Frischhaltefolie noch nicht gab? Wie haben die ihre Speisen frisch gehalten? Und des Rätsels Lösung ist ganz einfach. Und wenn Sie das mal sich ein bisschen genauer anschauen, können Sie in Zukunft nachhaltig auf Großvaters Spuren unterwegs sein. Die grüne Alternative zu Alu- und Frischhaltefolie sind Bienenwachstücher. Mit ihnen können Lebensmittel eingepackt oder Gefäße abgedeckt werden. Der nachhaltige Haushaltshelfer lässt sich einfach selbst herstellen. Mit Bienenwachs aus der Apotheke oder vom Imker. Susanne Karner aus Geretsried sitzt an der Quelle. Das Wachs kommt von ihren Damen, wie sie ihre Bienen nennt. Ich habe die Tücher in verschiedenen Größen. Da werden Salatschüsseln abgedeckt. Auch der Blechkuchen, wenn er mitgeht auf irgendein Festel, der wird auch damit abgedeckt. Man braucht nicht viele Zutaten. Gut geeignet sind Baumwolltücher. Das ist ein Stück Stoff, das bei mir noch im Fundus war. Man kann natürlich auch zum Beispiel ein altes Hemd hernehmen oder was man sonst noch so an Resteln daheim hat. Eine gute Einstiegsgröße 35 x 35 cm. Der Stoff sollte nicht zu dünn und muss natürlich sauber sein. Zutat Nummer 2, reines Bienenwachs. Jetzt müssen wir das halt klein hacken. Käsereibe hat sich nicht bewährt, weil die wird so, also das Messer ist leichter zu reinigen. Der zugeschnittene Stoff muss nicht eingesäumt werden. Los geht's. Man kann für den Hausgebrauch, wenn man sich seine Bleche nicht so einsauen möchte wie ich jetzt, einfach ein Backpapier unterlegen. Und dann bröselt man da eigentlich nur das Wachs drauf. Schalten wir da mal auf 80 Grad. Jetzt heißt es warten und immer wieder einen Blick in den Ofen werfen. Schon nach wenigen Minuten wird das Wachs weich. Wenn zu wenig Wachs auf dem Tuch ist, kann getrost nachgestreut werden. Jetzt sieht das doch gut aus. Jetzt verteilen wir da einfach mal das flüssige Wachs auf dem Tuch. Mit Zutat Nummer 3, dem Kuchenpinsel.
So. Ich würde sagen, das war's. Zup. Jetzt stehen und trocknen lassen. So, fertig. Das Tuch muss regelmäßig gereinigt werden. Mit lauwarmem Wasser genügt, nur bei starken Verschmutzungen mit etwas mildem Reiniger. Auch wenn die Tücher mit jeder Verwendung mehr Gebrauchsspuren aufweisen, kein Problem. Die Tücher werden natürlich im täglichen Hausgebrauch nicht so schön bleiben, wie sie da jetzt sind. Die bekommen Knicke, also direkt abblättern tut da nichts, aber sie werden halt ein bisschen brüchig. Manche Wachstücher hat Susanne Karner schon seit 5 Jahren im Gebrauch. Bei Bedarf werden sie nachgebessert. Um das Tuch aufzufrischen und um die Hygiene sicherzustellen, dann bei 10 Minuten 80 Grad in den Backofen, wieder ein bisschen Wachs dazu und dann ist es wieder wie neu. Auch bei der Verbraucherzentrale findet man die Tücher gut. Einzige Einschränkung: für rohes Fleisch und Fisch sind sie nicht geeignet. Wenn man das ins Wachstuch wickelt, hat man die Keime auf dem Tuch. Man kann es nicht heiß abwaschen und dann würde man es beim nächsten Benutzen auf das nächste Lebensmittel übertragen. Wichtig ist auch, hochwertiges Wachs verwenden. Beim Bienenwachs eignet sich eben halt ein Bienenwachs mit Bioqualität sehr gut, weil da kann man sicher sein, dass da keine Schädlingsbekämpfungsmittel oder Ähnliches drin sind. Ein weiterer Tipp der Verbraucherschützerin: Nicht allen Anleitungen im Internet sollte man blind folgen. Von dem Jojobaöl gebe ich jetzt ein paar Tropfen in das geschmolzene Bienenwachs. Da findet man im Internet auch häufig mal den Tipp, Jojobaöl zu nehmen. Davon würde ich abraten, weil das eben halt ein Öl ist, was normalerweise in der Kosmetik verwendet wird. Und das würde man nicht so gerne mit Lebensmitteln in Berührung bringen. Was man verwenden kann, wäre zum Beispiel ein Olivenöl oder ein anderes Öl. Aber auch hier Obacht, weil das Öl halt ranzig werden kann. Kein Mensch braucht diese Öle in den Tüchern. Also man kann überlegen, ob man hinterher vielleicht eine Schicht Propolis drüber gibt. Das kann man machen, also auch zu Desinfektionszwecken. Auch Brot hält in Bienenwachstüchern länger frisch. Zu Wegwerfprodukten sind sie auf alle Fälle eine gute Alternative. Und ich habe mich mal schlau gemacht, mittlerweile gibt es so Bienenwachstücher auch in Drogerien zu kaufen. Gut, manchmal haben die dann auch schon relativ weite Wege hinter sich. Also wenn Sie in Sachen Regionalität auf Nummer sicher gehen wollen, dann machen Sie es doch einfach selber. Sie haben ja gerade gesehen, wie es funktioniert. Melanie Michel ist heute bei uns in der Wir in Bayern Backstube. Es ist süßer Dienstag. Melanie, hast du auch schon mal mit diesen Bienenwachstüchern zu tun gehabt? Ja, ist ganz nett. Ich habe eine Zuschauerin von euch, die wirklich jeden Tag Wir in Bayern schaut. Und die hat mir vor Weihnachten einen ganzen Karton Bienenwachstücher geschickt, nachdem sie die Sendung hier gesehen hat. Da ging es um Nachhaltigkeit. Auch hatten wir eine Sendung zusammen. Und ich verwende sie wirklich total gerne für Brot, für Joghurt. Bei Käse finde ich, manchmal nimmt es ein bisschen Eigengeschmack an. Aber ich verwende sie wirklich gerne und sie sind toll. Ach, das schon her. Aber ich wusste jetzt auch nicht, dass man sie wieder aufarbeiten kann. Ja. Das habe ich jetzt auch gelernt. Einfach im Backofen und das geht dann. Ja. Prima. Werde ich probieren. Ja. Was hast du uns denn heute mitgebracht? Was gibt es? Ich habe heute meinen Lieblingskuchen aus Italien mitgebracht. Und zwar heißt der Mailänder Birnen-Käsekuchen. Oh. Ich habe ihn klassisch als Apfelkuchen kennengelernt in Italien, aber habe ihn jetzt heute mal mit Birne ausprobiert. Okay, ich schaue den an und sehe hier dieses Prachtstück stehen. Da sind Mandeln oben drauf. Genau, also da ist wie so eine Bienenstichmasse eben der Deckel oben drauf. Und ich fand gerade das zu den Früchten und dem Käse fand ich total toll und habe mich damals ganz rein verliebt. Und seitdem gibt es ihn auch bei uns im Geschäft. Ist es so deine Art, die Reiselust und die Sehnsucht nach fernen Ländern oder Italien zu befriedigen, einfach mal einen Mailänder Käsekuchen zu machen? Ja, ne, es ist eher andersrum, dass ich aus jedem Urlaub was mit heimnehme. Ich gucke natürlich immer, was gibt's wo und versuche auch immer irgendwas mitzunehmen, wo mich jetzt besonders inspiriert hat oder wo ich mir denke, hey, das wird vielleicht meinen Kunden auch schmecken. Ne? Ja, das werden wir dann noch sehen, ob das uns heute schmeckt. Ja. Jetzt lass es uns erst mal machen. Ich freue mich drauf. Genau. Gut. Also als erstes brauchen wir den klassischen 1-2-3-Mürbteig. Vielleicht noch mal dazu, ich habe es hier schön aufgebaut, dass man sieht, warum 1-2-3. Wir haben ja das Verhältnis 1 Teil Zucker, 2 Teile Fett, also Butter und 3 Teile Mehl. Ich nehme ganz gerne ein 405er Mehl. Wer was anderes möchte, wie jetzt auch Vollkornmehl oder so, muss meistens ein bisschen Flüssigkeit dazugeben. Und klassisch ist im Mürbteig eigentlich kein Ei drinnen. Ich mache immer gerne noch ein Ei dazu, weil ich finde,
er ist ein bisschen elastischer, er wird ein bisschen feiner, wenn man ihn gerade ausrollen will oder auch gerade, wenn man ihn für Tarts macht und dann einfach noch mal ein Gitter drauflegen will, dann finde ich das immer ganz praktisch. Okay. Ansonsten habe ich ihn jetzt schon mal in die Form reingemacht. Für den Rand habe ich mir so eine Rolle gemacht, die man dann eben abrollt und unten klassisch den Boden ausgestochen. Wichtig immer noch mal mit der Gabel eindrücken, damit es keine Blasen wirft, damit auch die Feuchtigkeit raus kann. Ist jetzt auch bei uns ganz wichtig, weil wir Äpfel und eine Käsemasse drauf machen. Dann noch ein kleiner Tipp, einfach ein bisschen Brösel drauf, hilft auch noch mal, dass der Boden nicht so schnell durchweicht. So durch, ne? Genau. Das ist immer ganz angenehm, wenn man gerade mit Früchten arbeitet. Darf ich dich ganz kurz was zu dem Mürbteig noch fragen? Du verwendest den auch oder verarbeitest den auch kalt, oder wenn er aus dem Kühlschrank kommt? Ja, das ist wichtig, dass er vor der Verarbeitung kalt ist. Mit der kalten Butter, da kann man mittlerweile sagen, wenn man es von der Hand knetet, finde ich handwarme Butter oder zimmerwarm schöner. Aber wichtig ist, dass er vor der Verarbeitung noch mal 30 Minuten, 60 Minuten im Kühlschrank war, dass er wirklich schön kalt ist, sonst reißt er beim Ausrollen und lässt sich einfach schwer bearbeiten. Darf ich noch was fragen? Die Brösel, was sind das für welche? Brötchen. Brot, Ach so, ganz normale alles, was man Brösel. da so hat. Ganz normale Brösel, genau. Toastbrot, alles, was daheim so rumfliegt, einfach ein bisschen in ein Tütchen rein und dann einfach mit dem Kochlöffel mal drauf. Oder mit dem Nudelholz, da kann man sich auch noch mal austoben, ne? Und dann ist das erledigt. Warum zeigst du das so auf mich? Das darf ja mal ein Mann machen, das ist wieder so, verstehe. alles rauslassen. Verstehe, Nein, Quatsch. ja, okay. Dann haben wir natürlich uns Tafelbirnen, wie du sie hier vor dir liegen hast, auf dem Markt geholt. Könnte natürlich auch Dose verwenden, aber ich bin immer für frische Früchte. Die habe ich jetzt schon mal in einen Topf rein mit Wasser, Zitronensaft und Zucker. Das Ganze wird erwärmt, so dass es schön kocht. Und die werden quasi gedünstet, dass sie ein bisschen weich sind. Deshalb auch gucken, dass die Birnen ein bisschen fester sind, dass sie nicht zu matschig werden. Wenn die jetzt warm sind, tun wir sie gleich absieben und tun es gleich im nächsten Block noch mal abbinden mit Stärke. Also wie gesagt, das lassen wir jetzt nur schön ein bisschen dünsten und im nächsten Block wird es abgebunden, damit wir so ein bisschen Gelee-artig das eben bekommen, damit es sich nachher auch schön im Kuchen wiederfindet und eben auch hält. Das klingt toll. Ich freue mich da schon sehr. Sehr schön. Ein Stück Italien heute bei Wir in Bayern. Nachdem wir nicht hin können, holen wir es uns einfach Auf hierher. jeden Fall. Sehr gute Idee. Ich verabschiede mich mal Jawohl. kurz und lasse dich wursteln. Jetzt Ist das jetzt auch schon, unhöflich? dann kann ich schon mal abseilen. Nee, Du alles kannst damit gut. leben jetzt, oder? Ja, ich kann damit leben. Weil da hinten ist nämlich die Sarah und mit der ratsche ich jetzt noch ein bisschen weiter. Auf jeden Fall. Sarah Brandhuber, Mundart Musikkabarett. Haben wir vorhin festgestellt. Du hast ja gesagt, du weißt nicht so recht, ob du Liedermacherin bist oder Kabarettistin. Genau, Wir sind jetzt zu dem Schluss gekommen, ein bisschen Kabarett ist schon dabei. auf jeden Fall. Was bedeutet dieses Mundart-Musik-Kabarett? Da ist ja bewusst Mundart mit dabei. Was heißt das für dich? Also da du jetzt schon gesagt hast, der Mund ist dabei. Natürlich ist es so, dass man so redet, wie um der Schnabel gewachsen ist, sage ich mal. Dieser klassische Spruch trifft da ganz gut zu, finde ich. Also es ist so, um vielleicht das ein bisschen besser zu erklären, bevor ich dieses Mundart-Kabarett gemacht habe, habe ich ganz klassisch angefangen mit einer Band auf Englisch, habe da Lieder komponiert und habe immer gemerkt, auf der Bühne oder auch beim Schreiben dieser Lieder, ich fühle mich so ein bisschen angespannt. Es ist schwierig, dass man die richtigen Texte schreibt, dass die grammatikalisch passen, dass man die so betont, wie es gehört. Und seit ich jetzt beim Mundart bin, ist es einfach total entspannt. Ich rede so, wie ich daheim mit meiner Familie rede, wie ich mit meinen Freunden rede. Und es ist einfach, ja, das bin ich, das ist easy. Und das macht mir Spaß. Okay. Also ein Stück Identität einfach, die vorher nicht da war, als du Englisch gesungen hast. Und hat sich auch der Musikstil geändert? Ich meine, du hast gesagt, du hast mal eine Band gehabt. Aber was habt ihr da gemacht? Also wir waren so eine klassische Schulrockband. Wir waren auch ziemlich cool. Mir gefällt das auch, was wir damals gemacht haben. Aber jetzt ist es halt ganz klassisch, wie man sich die Mundartmusik vorstellt, viel so traditionelle Melodien. Wobei ich auch durchaus jetzt noch ein paar Stücke habe, wie jetzt dieser kleine Schmarrn am Anfang, den ich halt spielen darf, der vielleicht sogar so ein bisschen in Richtung, ich mag gar nicht sagen Rock, sonst beleidige ich vielleicht ein paar echte Rocker da draußen. Ja, aber die ein bisschen rockiger sind. Ich mag immer gerne die Mischung. Also ich habe ein paar Sachen in meinem Programm drin, die ein bisschen wilder sind. Ich habe ein paar ruhige Sachen drin, die ein bisschen traditionellere Melodien haben, ein bisschen mehr gezupft sind. Ich finde es halt schön, dass ich da bei jedem Lied mir aufs Neue überlegen kann, wie drücke ich mich jetzt aus und was passt am besten. Bei Mundart ist ja immer die Geschichte, je nachdem, wie extrem es wirklich Mundart ist, da sagen manchmal welche, das verstehe ich jetzt nicht. Interessiert dich das oder sagst du, so ist es halt? Das kommt immer darauf an, wie man es mal sagt. Also die Leute, die mir im Programm danach sagen, das sind meistens so, ich nenne sie mal ganz nett, die Quotenpreisen, die halt mitgeschleppt werden von irgendwelchen Freunden, dass sie sich das einmal anhören. Und da sind schon öfter in der Pause gekommen und gesagt, oh, ich habe gar nichts verstanden. Und das finde ich total lieb und ich bin auch total gerührt, wenn so jemand zu mir kommt. Für die übersetze ich das ja immer gern alles dann, so weil ich die Zeit habe, nur in der Pause und danach.
Aber wenn jetzt jemand blöd kommt und sagt, wie jetzt letztens habe ich eine Nachricht gekriegt, wo mir jemand geschrieben hat, ja, das Bayerische, das ist so arrogant und das packe ich nicht und kann man da nicht ein bisschen zusammenreißen, so in der Öffentlichkeit. Sag ich, das interessiert mich wirklich überhaupt nicht. Ja. Dann hat er Pech gehabt. Meinen Segen hast du. Danke. Wir haben eine spezielle Zeit gerade im Moment. Was bedeutet es für dich als Künstlerin? Wahrscheinlich das, was es für alle als Künstler bedeutet, oder? Ja, also ich muss gleich mal dazu sagen, ich bin privat insofern natürlich betroffen, dass ich wie alle meine Kollegen nicht spielen darf. Habe aber das große Glück, sage ich mal, dass ich momentan nicht jetzt am Hungertuch nagen muss, weil ich familiär ganz gut aufgestellt bin. Viele Leute habe, die für uns sorgen. Wir wohnen bei den Schwiegereltern. Also müssen wir jetzt keinen Vermieter aushalten, der uns jetzt auf der Tasche liegt gerade. Also das geht alles, aber es ist halt schon erstens schlimm zum Singen, wie es wirklich Kollegen gibt, die gerade massiv finanzielle Probleme kriegen durch das Die ist Ganze. zerbröselt. Die ist komplett zerbröselt, nicht nur Musiker, sondern auch Veranstalter, Wirte etc. Und natürlich, glaube ich, geht es auch nicht nur mir so, sondern sämtliche Kollegen, dass es irgendwann anfängt, wahnsinnig weh zum Tor, wenn man einfach das Liebste, was man hat, neben der Familie und solche Dinge einfach nicht mehr ausüben darf, weil das ist ja auch viel Leidenschaft, die einem gerade flöten geht. Absolut richtig, Ja. ja. Wie hast du die Zeit jetzt verbracht? Konntest du arbeiten? Hast du einen kreativen Fluss gehabt oder was hast du getan? Ich versuche gerade so ein bisschen das Beste draus zu machen. Also ich habe noch vor Corona, in weißer Voraussicht wahrscheinlich, war ich im Tonstudio und habe ein Lied aufgenommen. Das ist jetzt fertig geworden während der Corona-Zeit. Und da haben wir jetzt, habe ich so ein Mitmachprojekt gemacht mit Leuten, die da Lust gehabt haben, mit Fans, die halt gesagt haben, sie haben auch gerade nichts zum Tor. Da hat man mir dann so Videoschnipsel schicken können und da machen wir gemeinsam ein Musikvideo draus. Da habe ich jetzt auch noch ein paar Strophen abgefilmt jetzt in letzter Zeit und bin da jetzt ganz fleißig am Schneiden. Das wird jetzt irgendwann mal nächste oder übernächste Woche wird das fertig werden. Cool. Das hat total viel Spaß gemacht. Dann wollte ich eigentlich ganz viel fürs neue Programm schreiben, das ja eigentlich im Herbst rauskommen sollte. Und da habe ich jetzt aber gemerkt, das fällt mir gerade schwer, weil ich einfach zu weit weg bin, gerade von der Bühne. Und mache jetzt gerade ganz was anderes, um mich abzulenken. Ich habe jetzt ein bayerisches Kinderbuch angefangen, das ich jetzt gerade illustriere und Ein der Text steht Kinderbuch? schon. Genau. Aha. Wie kommst du darauf? War das schon immer ein Traum, oder? Ich habe sehr lange her, als ich in den Schule gegangen bin, als Facharbeit damals ein Kinderbuch gemacht. Das sehen wir da hier gerade in den Fotos. Genau, da sieht man meinen Tisch, da haben wir ausschaut, wo ich da am Malen war jetzt in letzter Zeit. Jedenfalls, das Buch war damals auf Hochdeutsch und ich habe schon ganz, ganz lange, seit ich jetzt dieses bayerische Kabarett mache, so ein bisschen im Hinterkopf die Idee gehabt. War schön, wenn man das einfach mal wieder neu aufsetzen darf und den Text einfach auf Bayerisch machen darf. Und ja, jetzt habe ich Zeit gehabt und habe gedacht, warum eigentlich nicht? Es spricht gerade nichts dagegen. Und das Übersetzen hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Das hat mir, glaube ich, 3 komplette Nächte habe ich da drauf gesetzt und habe mich selber kaputt gelacht, weil es ehrlich gesagt nicht nur ein Buch für Kinder wird, sondern auch eins für Erwachsene, verfürchte ich. Wer weiß, vielleicht kommst du noch auf die Bestsellerliste mit dem Schauen wir mal. Kinderbuch. Weil bisher lief ja alles sehr erfolgreich bei dir. Auch der BR hatte ich mal bei einem Auftritt in der Nähe von Rosenheim, war das, glaube ich, begleitet. Schauen wir uns mal einen Ausschnitt an, damit Gerne. wir dich auch mal live auf der Bühne erleben können. Lieber 5 Minuten feig als ein Leben lang tot. Lieber 4 Kilo schwerer als ein Vollkornbrot. Lieber Freund verlieren als wir einen Witz nicht bringen. Lieber Häusle als Helene Fischer Singer. Kurze Zwischenfrage, sind Helene Fischer Fans da heute? So richtig? Das muss ich wissen für später. Übrigens, ich sage es, verrate ich auch nur netten Publikum. Meine zweite Hälfte ist viel besser und lustiger als die erste. Seit ich das sage, sind immer alle Leute noch da in der zweiten Hälfte. Deswegen, ich mag ich sage es. Manchmal sage ich es auch nicht, weil manche Leute verdienen das nicht. Die sollen dann heimgehen, sollen sie einen halben Abend gehabt haben. Oh je. Was, oh je? Ja, ich kann mich nicht verbeugen, habe ich gerade wieder mal festgestellt. Das ist mein großes Manko. Aha. Also technisch schaffe ich das irgendwie nicht, dass das noch was ausschaut. Verstehe. Ich fand es jetzt ganz gekonnt, ehrlich gesagt. Ja? Ja, doch. Ja, dann bin Und ich froh. um noch mal die Frage von vorher zu beantworten. Mache ich jetzt Musik, mache ich Musikkabarett, mache ich einfach nur Liedermacherei? Also, wenn das dein Programm ist, dann kann ich dir die Antwort geben. Das ist eindeutig Mundart Kabarett. Dankeschön, dann schreibe ich das jetzt so auf meine Seite. Du kannst schreiben, der Sporer hat es gesagt. Genau, den mache ich Stern hier. Ich glaube, da schließen sich aber viele an. Weil wir vorhin beim Thema Rampensau waren. Das ist doch genau dein Ding, oder? Total, total, ja. Was macht das mit dir, wenn du auf so einer Bühne stehst? Das ist, wie soll ich sagen,
Also ich merke es jetzt, wo ich es nicht mehr habe, was es mit mir macht, wenn ich es nicht mehr mache. Vielleicht kann man es so besser beantworten. Aber es ist danach, wenn ich heimfahre, meistens so, also so stelle ich es mir zumindest vor, zum Glück habe ich nur die Vorstellung, wie wenn man Drogen genommen hat ein bisschen. Also ich habe keinen Vergleich, Gott sei Dank. Aber ich glaube tatsächlich, das ist so ein bisschen wie High sein. Also schon auf der Bühne, ich habe auch schon Tage gehabt, wo ich hingefahren bin und habe gedacht, boah, heute kann ich nicht auftreten, mir geht es heute nicht gut. Und sobald ich auf diesem Hocker sitze, sobald ich anfange, ist das vergessen und mir geht es super, super gut. Also das ist wirklich wie Therapie. Kommt rüber so. Prima Geschichte. Schön, dass du da bist heute. Das hat richtig Spaß gemacht, sich das anzuschauen. Wir haben gesehen, du bist als Musikerin mit viel Humor unterwegs und viel Power. Ich habe vorhin schon mal angesprochen, es ist nicht alles so rund gelaufen, wie man es jetzt glauben möchte, wenn man diese Bilder sieht. Über die andere Seite wollen wir uns auch noch unterhalten, in ein paar Minuten hier bei Wir in Bayern. Liebe Zuschauer, ich weiß nicht, ob Sie jetzt vielleicht auch in diesen speziellen Zeiten öfters mal vor der Aufgabe stehen, etwas zu essen auf den Tisch zu bringen. Und viele stehen dann an halbem Tag da in der Küche und machen sich sonst was für Mühe. Das muss nicht immer sein. Manchmal sind auch die ganz einfachen Dinge des Lebens das Größte, was es überhaupt gibt. Ich denke jetzt zum Beispiel an eine Butterbrezen. Eine gute Butterbrezen, da geht für mich gar nichts drüber. Und die Liebe zur Butter haben die sogenannten Butterboys für sich zur Passion und zur Profession gemacht. Wir haben die mal besucht. Was haben Orangen, Champignons und Karotten hier gemeinsam? Das alles sind Zutaten für Butter. Möglich machen das 2 junge Männer aus Niederbayern. Sie wollen dem Brotaufstrich neuen Glanz verleihen. Ich bin ein Brasilianer. Und ich bin ein Bayer und zusammen sind wir die Butterboys. Genau. Und wir wollen Deutschland mit unserer Butter erobern. Kennengelernt haben sich Moritz und Fabio während ihrer Kochausbildung in Frankreich. Dort kam ihnen auch die Idee, ins Butterbusiness einzusteigen. In der französischen Küche ist das Lebensmittel ein wichtiger Bestandteil. Vor 5 Monaten holten die Lebensgefährten diese Philosophie auch nach Bayern. Wir haben bei Paul Bocuse in Lyon in Frankreich Koch gelernt. Und da wurde uns von Anfang an beigebracht, immer nur die besten Produkte zu verwenden und die Produkte auch zu respektieren. Wir respektieren die Butter und die Zutaten, die in die Butter reinkommen, und das Gesamtergebnis soll eigentlich beide Geschmäcker hervorbringen. Also es soll noch nach Butter schmecken, es soll aber auch nach rote Beete schmecken. Die Rohbutter beziehen sie von einer Molkerei aus dem Allgäu. Es handelt sich dabei um eine traditionell hergestellte Bio-Sauerrahm-Fassbutter, die sie dann in 12 verschiedene Geschmacksvariationen verwandeln. Über einen Online-Shop kann man die Butter bestellen. 100 Gramm kosten je nach Sorte ab 3,50 €. Bayerische Heimat hat uns in dem Sinn inspiriert, dass wir bei der ersten Butterkreation gedacht haben, es muss was mit Bier sein, die Butter muss mit Bier zu tun haben, und wie können wir das in Butter übersetzen. Und dann ist natürlich gekommen Hopfen- und Malzbutter, Hopfen und Malz, Gott erhalt's. Und dann hat wunderbar geklappt und ist auch eine sehr beliebte Butter bei unseren Kunden. Bearbeitet wird die Butter mit Hilfe einer original französischen Knetmaschine aus dem 19. Jahrhundert. Diese haben Moritz und Fabio extra für ihr Geschäft nach Niederbayern importiert und restauriert. Die Maschine knetet die Butter rund 10 Minuten lang, bevor dann Salz zugegeben wird. 24 Stunden muss sie nach dem Salzen ruhen, damit das Salz das Wasser aus der Butter rauszieht. Dann kneten wir die Butter ein zweites Mal. Beim zweiten Mal kneten verliert die Butter sehr viel Restwasser. Also sie entwickelt sich weiter und wird aromatischer. Diesen Vorgang nennt man auch Weinen. Durch den Wasserverlust steigt der Fettgehalt der Butter. Durch das Kneten wird sie cremiger. Dieses Fachwissen haben sich Fabio und Moritz selbst angeeignet. Sie experimentieren viel mit regionalen und saisonalen Zutaten. Wir probieren wirklich alle möglichen Zutaten eigentlich aus, die wir uns vorstellen können, oder Kombinationen. Aber manche Sachen funktionieren nicht. Wie zur Saison der Schwarzwurzel haben wir versucht, eine Schwarzwurzelbutter zu machen, was nicht funktioniert hat, weil die Schwarzwurzel gegen den schon starken Rahmgeschmack der Butter nicht ankommt. Oder Spargelbutter, Rhabarberbutter, unmöglich, weil der Rhabarber nur sauer schmeckt und das Saure mit der Butter passt dann nicht zusammen. Ja, manche Sachen funktionieren nicht.
Eine neue Kreation, die hoffentlich schmeckt, soll eine Butter mit Fichtenspitzen werden. Die sammeln Fabio und Moritz direkt im nahegelegenen Wald. Zutaten, die sie nicht selbst sammeln können, beziehen sie vom örtlichen Bio-Bauernhof. Passt bestimmt gut zusammen mit Walnuss. Ja. Fichte Walnussbutter. Das ist eine gute Idee. Ja. In ihrer Produktionsstätte in einer ehemaligen Metzgerei feilen die beiden immer wieder an neuen Variationen. Heute Fichte und Walnuss. Die Geschmackskombinationen, die kommen aus viel Experimentieren und viel Essen. Ja. Gerne essen und dann, ja. Aber sonst das Butterfachwissen haben wir uns selbst beigebracht. Das haben wir auch nicht in Frankreich gelernt, sondern das kommt mit der Zeit. Die getrockneten Nadeln werden zu einem Pulver verarbeitet, das Fabio und Moritz zur bereits gekneteten Butter hinzugeben. Bevor neue Geschmacksrichtungen wie diese ins Sortiment aufgenommen werden, wird natürlich probiert. Gut, perfekt. Passt wunderbar. Ja. Und dann ist echte Handarbeit gefragt. Denn neben dem Geschmack kann auch die Form der Butter individuell bestimmt werden. Für den heutigen Kunden sollen es kleine Butterbäume sein. Zu ihren Abnehmern gehören vor allem Restaurants und Hotels. Chefkoch Thomas Gerber ist Stammkunde und bei der Verkostung neuer Sorten immer vorne mit dabei. Die Rosenbutter ist ein bisschen aromatischer. Wir wollten nicht zu viel reintun, weil es dann sehr gut zu stark wird. Und dann sind die jetzt genau aus Rosenblüten nur gemacht? Oder? Genau, nur Rosenblüten. Sehr interessant. Man merkt einfach, dass die Butter handgemacht ist. Es ist kein Massenprodukt. Und es kommt auch super bei den Gästen an, weil es einfach was Exquisites ist. Neben regionalen Rohstoffen und viel Kreativität gibt es noch ein ganz simples Geheimnis für die gute bayerische Butter. Bayerische Heimat inspiriert uns, dass die Butter so gut sein muss, dass es wunderbar in eine Breze passt. Es gibt nichts Besseres als eine Butterbreze. Butter 2.0. 2 junge Männer aus Niederbayern, die zeigen, welches Potenzial in bayerischer Butter steckt. Gott sei Dank werden wir heute von der Melanie verwöhnt, sonst werde ich jetzt glatt neidisch werden. Also Melanie, du bist gefordert heute, nachdem jetzt hier die Butterboys zu sehen waren. Wir spielen eine Runde Hostmi, liebe Zuschauer. Am Apparat ist der Ludwig Heinrich aus Percham in Niederbayern. Grüß Gott. Hallo Herr Sporer, grüß Gott. Heute ist der Tag der doppelten Vornamen. Ist Ihnen das aufgefallen? Vorher das ist mir hatten wir aufgefallen, den ja. Ulrich Also, Heinz und jetzt haben wir den Ludwig Heinrich. Vorname Ludwig, Familienname Heinrich, ja. Schön. Gab es da früher öfters mal Verwechslungen, dass es genau umgedreht war? Das gab schon öfters. Ich bin öfters der Herr Ludwig, ja, ja. Prima. Also, Herr Heinrich, dann schauen wir mal, was Sie heute für ein Wort mitgebracht haben. Aus Niederbayern rufen Sie an, gell? Ich rufe aus Niederbayern an, und zwar aus der Nähe von Straubing. Mhm. Und das Wort ist Drischeibel. Drischeibel? Drischeibel, ja. Ja, da hätte ich jetzt so eine Idee im Kopf, wenn ich jetzt so überlege. Das klingt auch schon danach, aber wahrscheinlich ist es genau das nicht. Ich frage Sie jetzt nicht nach einem Tipp, weil schließlich wollen Sie ja die 2 Tassen gewinnen, gell? Ja, wenn es möglich wäre, ja, wäre nicht schlecht. Ja. Schauen wir mal. Wenn es keiner weiß, dann kriegen Sie die. Ja, wäre schön, ja. Und ansonsten, was steht heute noch auf dem Programmplan? Haben Sie noch irgendwas vor? Nutzen Sie die neuen Freiheiten oder bleiben Sie daheim? Ja, ich bleibe daheim. Wir machen viel FaceTime mit unserer Tochter in Amerika. Die schaut übrigens jetzt zu. Ehrlich? Wie heißt Ja, sie? aus Kentucky. Ach, Schmarrne, oder? Wie heißt Schönen Gruß. Wie heißt sie, Ihre Tochter? Das ist die Christina und der Enkel der Thomas. Ach, Schmarrn. In Kentucky? In Kentucky, genau. Also, an die Christina und den Thomas herzliche Grüße. Erstens vom Opa und zweitens vom gesamten Wir im Bayern-Team. Wir finden es großartig, dass auch in Kentucky Wir in Bayern geschaut wird. Die wird sich freuen, ja. Gut. Und mir erst. Schön. Ja, dann gucken wir mal, ob jemand weiß, was das bedeutet. Und Ihnen wünsche ich alles Liebe, alles Gute, bleiben Sie gesund und Grüße an die Verwandtschaft. Gleichfalls, danke. Machen Sie es gut. Drischeibel.
Wenn Sie Bescheid wissen, rufen Sie jetzt an. Und wir machen derweil ein bisschen Backwaren. Kentucky. Genau, Kentucky. Sensationell, wo die Leute uns überall schauen. Ja, ist doch cool. Ja. Ich habe jetzt hier den Birnensaft aufgefangen. Den anderen Anteil habe ich schon auf dem Herd stehen und mache es schon mal ein bisschen warm. Weil es gibt ja heute Mailänder Birnenkäsekuchen. Genau. Hier habe ich noch Weizenstärke, damit wir das Ganze etwas binden können. Da ist immer wichtig, dass man die nicht gleich zur warmen Masse hier, also zum warmen Saft dazu gibt, sonst wird man Klümpchen bekommen. Ne? Deshalb einfach erstmal ein bisschen kalt anrühren. Und wir machen das, damit es nachher so ein bisschen Gelee-artig Genau, wird. genau. Sonst, wenn wir den Kuchen anschneiden würden, würden die Birnen ja einfach rausfallen. Ne? So, jetzt gibt man das rein. Und jetzt ist wichtig, dass wir es noch mal kurz aufkochen lassen. Aber das geht jetzt relativ schnell. Du siehst schon, es wird schon so ganz leicht gallertartig. Ne? Sag einmal, ganz blöde Frage jetzt. Ich bin ja nicht so der große Bäcker vor dem Herrn. Aber wenn ich jetzt da Gelatine nähme, würde das funktionieren? Nee. Nö. Ja. Wow. Ja. Okay, machen wir nicht. Mit ein Alles klar. bisschen Flüssigkeit wird es schon sicher auch funktionieren. Aber so ist es einfach angenehmer und du hast auch die Sicherheit, dass es dir fest wird. Weil bei Zitrusfrüchten wissen wir ja auch, dass die Gelatine nicht immer mitmacht. Ne? Stimmt. Wenn wir jetzt besonders säurehaltige Birnen oder jetzt Äpfel oder andere Ananas oder so hätten, hätten wir schon wieder ein Problem. Ne? Okay. Deshalb. Melanie, während du rührst, darf ich ganz kurz Ja, mal klar. unseren Hostmi-Gewinner dran nehmen. Ich fülle das in der Zeit schon mal ein, dass die Zuschauer das gesehen haben. Dann Kannst du können schon wir mal danach anfangen, mit der damit wir das Käsemasse- zumindest mal gesehen haben? Ja, ich verteile das jetzt einfach schön auf unseren Mürbeteigboden. Okay. Und du kannst zu Dann Hostmi kann ich gehen. mal gucken, wer bei Hostmi Ja. heute gewonnen hat. Wer ist denn in der Leitung? Hier ist der Michael Sporer. Hallo. Ja, hallo, hier ist Heinz Ludwig. Das ist nicht Ihr Ernst jetzt, oder? Ja, nicht der Ludwig Heinrich, sondern der Heinz Ludwig. Ich finde es wirklich kurios heute mit diesen Namen, aber der Heinz Ludwig. Sie rufen an aus wo? Ich rufe aus dem Allgäu aus an, bin aber ein Oberbayer. Okay, also ein Oberbayer, der aus dem Allgäu anruft und einen niederbayerischen Begriff weiß. Ja, bin mir aber nicht ganz sicher. Könnte das so die Schwelle von der Haustür sein? Könnte es das sein? Also, wenn Sie jetzt sagen, dass das Ihre Lösung ist, Ja, würden Sie das sagen? ja. Ja? Ja oder nein? Ich sage mal ja. Gut, gute Idee. Dann frage ich jetzt Herrn Rawley. Da ist er. Ja, super. Driescheibel, das ist in Niederbayern die Türschwelle. Das Wort kommt in Bayern in verschiedenen Aussprachen vor, in Oberbayern auch Drieschiebel zum Beispiel. Driescheibel, das ist letztlich ein altes germanisches Wort für die Türschwelle, hat man auch, obwohl man es kaum mehr sieht, im Englischen Threshold, auch für die Türschwelle. Wahrscheinlich steckt wirklich das Wort dreschen drin, weil man in germanischer Zeit kleine Mengen Getreide eben außerhalb des Hauses vor der Schwelle gedroschen hat. Da war ein Dreschplatz. Und dann ist das Wort einfach umgedeutet. Man hat dann, weil man es nicht mehr verstanden hat, das Wort Scheibe hineinprojiziert und sagt in Niederbayern heutzutage Driescheibel, obwohl es letztlich ursprünglich nichts mit der Scheibe zu tun hat. Driescheibel, also für die Türschwelle in Niederbayern. Heinz, ich gratuliere Ihnen. Ja, herzlichen Dank. Das haben Sie gut gemacht. 2 Tassen. Und Vielen Dank. meine Gratulation. Machen Sie es gut und genießen Sie noch wie in Bayern heute. Ja. Servus. Servus. Der war sehr begeistert gerade, Haben der wir Heinz noch einen Ludwig. Anrufer heute? Bitte? Mit Heinz Ludwig? Ja, es ist Sehr gut. Wahnsinn. Jetzt fehlt nur noch der Heinz Erhardt. Ja. Und der auch noch anruft, dann fresse ich einen Besen, das sage ich dir. Wir haben mittlerweile die Masse eingefüllt. Genau, ich zeige es vielleicht noch mal ganz kurz. Ja. Einfach noch mal rein. Cool. Schön ein bisschen verteilt. Mhm. Für die Käsemasse haben wir wie beim klassischen Käsekuchen All-In-Verfahren. Das heißt, alles kommt zusammen. Ne? Ist Wie immer beim ganz Pokern. schön. Was ich immer mache, ist vorher, dass ich mir den Quark auch mal ein bisschen früher rausstelle und ein wenig verrühre, dass der auch wieder, um die Klümpchenbildung zu vermeiden. Ansonsten, wie gesagt, wirklich alles rein. Beim Käsekuchen ist ja, wie die meisten kennen, immer wichtig, was man für einen Quark verwendet. Je fetter der ist, desto fester ist natürlich auch die Masse. Ne? Mhm. Und da ist jetzt Sahne, da ist jetzt Zucker. Milch, da ist Zucker, da ist ein bisschen flüssige Butter, ein Ei, Geschmack, Farbe, Bindung.
und ein bisschen Mehl. Fränkisches bisschen, ne? Ein bisschen großartig. Genau. Und jetzt wird das Ganze verrührt und kommt dann oben drauf. Man muss hier jetzt nicht unbedingt warten, bis es abgekühlt ist. Ich habe es jetzt auch warm drauf gemacht. Ne? Wenn man natürlich wartet, bis es komplett abgekühlt ist, kann man den Vorteil haben, dass es nicht ineinander läuft, ne, wenn man da warten möchte. Ja, aber ist jetzt nicht so schlimm, oder? Nein, ist nicht so schlimm. Ist ja abgesehen davon, innen Genau. im Kuchen, da sieht man es eh nicht. Dann füllt man das einfach drauf mit herrlich. einem Zug. Genau. Ich liebe Käsekuchen. Was für mich immer noch ganz wichtig ist beim Käsekuchen, ist das Backen. Da gibt es 2 Methoden. Entweder auf einmal rein, dann die 60 Minuten backen, Türe nicht öffnen, im Backofen auskühlen lassen. Und ich backe ja auf mehrmals, um einfach die Risse zu vermeiden. Das heißt, ich würde ihn jetzt in den Backofen geben bei 180 Grad. So nach circa 10 Minuten rausnehmen, einmal mit dem Messerchen den Rand lösen, damit er sich ein bisschen setzen kann und nicht so viel Spannung kriegt. Und dann noch mal nach 20 Minuten rausnehmen, auch noch mal kurz stehen lassen, dass er sich wieder setzen kann. Wieder rein und noch mal für circa 10 Minuten rausnehmen. Das hat den Vorteil, dass eben keine Risse entstehen, weil er nicht diese Spannung bekommt durch die Feuchtigkeit. Wir haben jetzt die Früchte drin, wir haben die Käsemache drin, wir haben wirklich viel Feuchtigkeit und da ist die Chance groß, dass er einfach reißt. Okay. Na? Ich sage jetzt mal so, 180 Grad. wenn er schmeckt, wäre mir das wurscht, aber Ich das weiß, ist aus ich ästhetischen weiß. Gründen Ich natürlich. Na? Sieht Dann auf geben jeden wir ihn Fall rein. top aus. Nach 10 Minuten holst du ihn jetzt wieder. Würde ich ihn jetzt nach 10 Minuten wieder einschneiden, dann eben noch mal verschieden rausholen und dann sollten wir eigentlich ein schönes Backergebnis ohne Risse haben. Guck mal an, wie der, ach Mensch, kein einziger Riss und der sieht jetzt schon so aus, dass ich ein bisschen reinhupfen würde. Fantastisch. Aber das dauert noch ein bisschen. Bis Das wir dauert noch hupfen. ein bisschen, ja. In der Zwischenzeit, während es dauert, machen wir einen kleinen Ausflug in die Natur, liebe Zuschauer. Es geht nach Niederbayern an den Rötelseeweiher. Das ist eines der wichtigsten Naturschutzgebiete Bayerns. Das Frühjahr erwacht. Auch am Rötelseeweiher im Bayerischen Wald. Einer, der den Weiher so gut kennt wie sonst keiner, ist Peter Zach. Er ist Naturschutzbeauftragter hier und hat eine neue Mission. Ja, die heutige Mission, ich will jetzt heute in erster Linie bestimmte Wasservogelarten, unter anderem auch die Kneckente, die ja eine sehr seltene Entenart in Bayern ist. Gibt es in ganz Bayern ungefähr bloß an die 40, 50 Brutpaare. Und das ist eigentlich eine Charakterart hier an die Rötelseeweiher und da versuche ich die heute zu entdecken. Doch die Kneckente ist unter den vielen Vögeln hier am Weiher nicht leicht zu finden. Eine Herausforderung, selbst für den erfahrenen Naturforscher. Das ist eine recht heimliche Entenart und die geht ja, äußerst selten aus der Vegetation raus. Das ist also eine Vogelart, da braucht man sehr viel Geduld, wenn man die beobachten will. Da muss man oft also, 30 Minuten, oft eine Stunde warten, bis man die einmal entdeckt, bis aus der Vegetationszone rauskommt, um die Art praktisch nachzuweisen. Erst wenn Peter die seltene Ente wirklich erfassen kann, können Brutgebiete errichtet werden, um ihre Art am Rötelseeweiher so gut es geht zu schützen. Ja, Erfassung ist wichtig, vor allem wenn man Erfassung langfristig macht. Weil langfristige Untersuchungen, was die Bestände von bestimmten Tierarten betrifft, das ist mehr oder minder so ein Frühwarnsystem. Wenn ich weiß, also wie sich Brutbestände von Arten entwickeln, dann kann ich auch entsprechende Schutzkonzepte entwickeln. Aber dazu muss er erst einmal beweisen, dass es hier überhaupt Kneckenten gibt. Alles ist zu entdecken: Gänse, Schnatterenten, Tafelenten, Reiherenten, aber ich sehe momentan keine Kneckente. Nein, Fehlanzeige leider. Von dem Punkt aus momentan kann ich keine Kneckenten entdecken. Peter kennt den Weiher wie seine Westentasche. Einige 100 Meter weiter ist ein perfekter Durchblick auf ein dichtes Schilfufer, der Lieblingslebensraum der Ente. Der Sehsinn natürlich äußerst angespannt und auch der Gehörsinn letzten Endes. Wie hört sich die Kneckente zum Beispiel an? Die ist ganz schwierig zum Nachmachen, zum Imitieren. Das ist eher so krr, krr, krr. Ton vom Männchen. Entenrufe gibt es hier viele.
Aber keine tut wie eine Kneckente. Dafür rührt sich plötzlich ein anderes Schmankerl. Da wunderbar direkt vor uns Schwarzhalstaucher. Jetzt schwimmt er weg. Das ist ein ganz kleiner Wasservogel. Warum ist das was Besonderes? Weil er extrem selten ist. Das ist eine der bedrohtesten Vogelarten Bayerns. Die aktuellsten Erhebungen sagen, dass wir in Bayern ca. 150 Brutpaare haben. Dass solch seltene Arten hier noch vorkommen, ist vor allem Peters Arbeit zu verdanken. Die letzten Jahrzehnte ist der Rötelseeweiher zu einem der wichtigsten Naturschutzgebiete Bayerns herangewachsen. Rund 600 Pflanzenarten und über 1000 verschiedene Tierarten haben sich hier mittlerweile angesiedelt. Die Vielfalt hier an Stimmen, an Vogelarten, Amphibienarten, seltenen Tierarten und sowas, das ist einfach, ja, das ist fantastisch, das ist begeisternd und da kann man die Emotionen nicht ausschalten. Peter und sein Weiher. Seit über 50 Jahren ist er hier schon als Naturschützer aktiv. Und er kommt fast jeden Tag hierher. Zum Beobachten oder zum richtig Anpacken. Vor ein paar Monaten haben er und ein Team in Handarbeit eine ganze Insel hergerichtet. Durch den Ostwind ist die Insel unwahrscheinlich stark erodiert. Die ist immer kleiner geworden und letztes Jahr haben wir versucht, also praktisch den Urzustand wiederherzustellen von dieser Insel. Und da ist eine ganz große Möwenkolonie drauf. Das sind also Lachmöwen, die da brühen. Auf dieser Insel sind ungefähr 450 Brutpaare Lachmöwen. So ein Projekt wäre auch für die Kneckente möglich. Aber dazu muss man sie finden. Ja, das ist jetzt unsere letzte Chance. Wir sind jetzt in die angrenzenden Regenauen, unmittelbar in der Nähe vom großen Rötelseeweiher. Wir sind hier in einer Fläche, die hat der Biber aufgestaut. Das ist also ein Lebensraum, der ist durch die Tätigkeit vom Biber entstanden. Und das ist ein tolles Mosaik aus offener Wasserfläche, Vegetationsbereichen und so stillen Buchten. Und das ist normalerweise ein sehr sicherer Platz, wo immer Kneckenten da sind. Doch auch nach einer halben Stunde leider nichts. Schade. Bisschen natürlich schon enttäuscht letzten Endes, aber das ist, ja, das ist Schicksal von Naturbeobachter, das natürlich passiert, dass man versucht, also bestimmte Arten nachzuweisen und man hat einfach Pech, es gelingt an einem bestimmten Tag nicht. Man braucht da Geduld letzten Endes, also Toleranz und immer wieder nachschauen und ich bin mir sicher, also die nächsten Tage werden wir es wieder nachweisen. Und ein bisschen Glück gehört eben auch dazu. Überzeugt ist der Peter auf jeden Fall, dass es die Kneckente am Rötelseeweiher gibt. Nur wo, das muss sich noch zeigen. Ja, das muss ich noch zeigen, aber ich habe mir sagen lassen, mittlerweile hat der Peter die Kneckente am Weiher entdeckt. Also Daumen hoch, alles Paletti. Ein Zitat. In der Mundart bin ich frei, das ist Heimatgefühl, das ist wie zu Hause im Wohnzimmer reden. Das fühlt sich an, als würde man nur zu Freunden singen, sagt Sarah Brandhuber, musikalische Kabarettistin. Heute zu Gast bei Wir in Bayern, Sarah. Also Mundart, haben wir gelernt, ist was sehr Wichtiges für dich. Definitiv. Und das ist mittlerweile auch einigen Menschen höheren Ranges nicht entgangen. Ich glaube, du hast auch mal mit unserem heutigen Ministerpräsidenten näher zu tun gehabt. Erzähl mal die Geschichte. Ja, so hat es eigentlich angefangen bei mir, lustigerweise. Also ich habe, ich muss kurz zurückrechnen, wann es war, 2017, auf einmal im Januar sowas, kriege ich eine Mail, wo drin steht, ja, Frau Brandhuber, Glückwunsch, Sie haben den Bayerischen Dialektpreis gewonnen. Und habe ich mir gedacht, Spam, habe es im Papierkorb geschmissen, weil ich mir gedacht habe, ja, wieso? Also ich muss dazu sagen, das Jahr vorher war ich inaktiv, weil da war ich schwanger und nicht gut beieinander und habe da lange keinen Auftritt gehabt. Und mir gedacht, das kann eigentlich nur irgendjemand sein, der mich veräppeln will. Und habe es ignoriert. Und dann habe ich aber nochmal so eine E-Mail gekriegt und daraufhin habe ich gesagt, ich hätte es gerne schriftlich per Post, weil ich konnte es nicht so ganz glauben, ehrlich gesagt.
Und dann habe ich es auch noch postalisch gekriegt und dann habe ich mir gedacht, ja, und es hat sich dann im Nachhinein tatsächlich herauskristallisiert, es gibt diesen bayerischen Dialektpreis wirklich, der war ganz neu, also ich war die Erste, die ihn dafür damals noch Niederbayern gekriegt hat und es hat einfach unsere bayerische, wie heißt die, Bezirksbeauftragte, Kreismusikbezirksbeauftragte aus Landshut, hat mich da irgendwo gesehen, hat mich da vorgeschlagen und ich habe völlig unerwartet diesen Preis gekriegt. Das war noch bevor ich mein Programm fertig gehabt habe und da durfte ich dann vom Herrn Spähnle und vom Herrn Söder da sehen wir auch das Foto dazu. Da war der Herr Söder noch Heimatminister zu dieser Zeit. Und Gratulation, das hat vieles ins Rollen gebracht. Wie lief denn deine Musikerkarriere dann? Ja, also es ist bei mir ziemlich andersrum wie bei anderen Musikerinnen wahrscheinlich. Ich habe erst die Auszeichnung gekriegt und habe mir dann gedacht, okay, jetzt brauche ich ein Programm. Vor allem, wenn man sowas kriegt, tatsächlich muss man auf einmal Solo spielen, weil dann ruft man 1000 Leute und wollen, dass man da irgendwie kommt und ein Solo spielt und ich habe keins gehabt. Das war wirklich ein Problem am Anfang. Und was ich aber gehabt habe, waren jede Menge einzeln für sich stehende Lieder. Dann habe ich noch ein paar geschrieben, ich habe noch ein bisschen Zeit noch gehabt und habe dann wirklich ziemlich schnell, innerhalb von 2-3 Monaten, dieses Programm, mit dem ich heute ja auch noch unterwegs bin, auf die Füße gestellt und habe dann angefangen aufzutreten. Ja. Welchen Stellenwert hat die Familie in dem ganzen Zusammenhang? Ist das eine wichtige Stütze für dich? Ziehen die alle mit? Wie sieht das aus? Also muss ich ganz ehrlich sagen, ohne Familie ging es überhaupt nicht. Also es war nicht möglich. Man muss ja auch dazu sagen, ich hab, als ich diesen Preis gekriegt habe, da war mein Junior mit dabei. Der war da, glaube ich, 14 Tage alt. Also der ist wirklich auch noch zu der Zeit geboren. Und ich habe quasi zeitgleich mit dem Mama-Sein eigentlich diese Musikkarriere begonnen. Also wir sind dann zusammen zu den Auftritte gefahren. Er ist immer mitgefahren, der Klar. Meine Mama hat Backstage auf ihm aufgepasst. In der Pause war ich still, dann wieder auf die Bühne. Also der hat von Anfang an, war der irgendwie Musikerkind. Und ja, klar, mein Mo ist auch mega wichtig. Meine Mama, meine Schwiegermama, die übrigens auch grüßen möchte, ich auch gerade zu. Die passen immer alle ganz, ganz brav auf den Kleinen auf. Und ja, ohne war es nicht möglich, das ging nicht. Also vor allem jetzt nicht mehr, wo ich nicht mehr mitnehmen kann. Ist eine Art Familienbetrieb, der da funktioniert, absolut, wenn du auf der Bühne bist. Vor allem auch meine Mama, die fährt auch fast zu jedem Auftritt mit. Mittlerweile macht mein Merch-Stand. Also das ist wirklich ein Familienbetrieb. Cool. Ja. Klingt alles, als wäre es eine wunderbare, easy Nummer gewesen mit der Auszeichnung, bevor es eigentlich richtig losging. Trotzdem gab es Zeiten in deinem Leben, da lief alles nicht so gut. Kannst du uns erzählen, was da los war? Ja, kann ich gerne erzählen. Also man muss dazu sagen, ich habe neben diesem Traum, Musikerin zum sein oder Kabarettistin zum sein, natürlich immer noch einen zweiten Traum gehabt, dieser Traum von einer großen Familie. Also ich wollte immer Kinder haben, ich wollte einen Hund, ich wollte ein Haus, was man sich halt, was heißt Mann, aber bei mir war es jetzt so, das waren halt so meine Ziele, die ich gern gelebt hätte irgendwann. Und wir haben, bevor das jetzt mit meiner Musik angefangen hat, haben wir auch beschlossen, wir wollen auf jeden Fall Kinder haben, ich und mein Mo, haben wir geheiratet, 2015 haben wir eine schöne Hochzeit gehabt, eine ganz tolle. Und ja, dann hat das auch relativ easy funktioniert. Ich bin dann schwanger geworden und habe mir gedacht, ja, passt war glücklich, habe schon parallel so ein bisschen Musik gemacht immer und Schwangerschaft ist gelaufen und dann ist leider so ein ganz böser Schicksalsschlag passiert. Wir haben in der 21. Woche dieses Kind verloren, also relativ unverhofft und war ein happiger Rückschlag. Ich habe dann auch in der Zeit echt überlegt, kann ich überhaupt noch Musik machen oder ist das jetzt ganz gestorben, weil das ist erstmal unvorstellbar, dass man nur lustig sein kann in so einer Situation. Genau, aber es hat funktioniert und mehr jetzt rückblickend auf die Zeit und auch vorausblickend auf das, was vielleicht noch kommt, sagen, ohne Musik war es nicht gegangen. Also da hat mich eher die Musik privat gerettet als umgedreht. Ja, das war die Frage, welche Rolle spielt die Musik? Also es war Anker, es war Lebensretter. Ja, definitiv. Gab es so einen Schlüsselmoment, wo du das für dich festgestellt hast? Gab es, sehr viel später. Das war jetzt letztes Jahr, ich kenne mich schon gar nicht mehr aus, wie viele Monate haben wir jetzt mit Corona. Es ist Mai. Es ist Mai, also beim letzten Jahr, es war schon im letzten Sommer. Also man muss dazu sagen, wir haben dann nach dieser ganzen Geschichte, bin ich wieder schwanger geworden, relativ schnell. Wir haben dann eben März 17 unseren Sohn gekriegt, den Quirin. Grüß dich, der schaut auch zu. Und dann habe ich meine Musik gemacht und das ist alles super gewesen. Und dann haben wir gesagt, wir hätten eigentlich gerne noch weitere Kinder. Und da das ja dann beim zweiten Mal so easy funktioniert hat, es war eine super problemlose Schwangerschaft mit dem Ferien und es ist ein starkes, graues Kind gewesen, alles wunderbar, haben wir uns gedacht, das machen wir einfach nochmal. Und dann war es aber leider so, dass wir letztes Jahr gleich mal 3 weitere Fehlgeburten gehabt haben. Oh. Also von 8. bis 12. Woche war alles mit dabei. Und das, muss ich sagen, hat mir ziemlich die Füße weggezogen. Noch schlimmer als beim ersten Mal, weil beim ersten Mal war es jetzt so, da hat jeder gesagt, Riesenzufall, ihr habt einfach Pech gehabt, das kann passieren und ihr erwartet einfach jetzt die Statistik. Aber wenn es halt dann das 4. Mal passiert,
dann hat es mir erst mal geschluckt. Vor allem haben wir auch nicht gewusst, wieso, was soll das. Also es war dann eine ewige Abklärung, weil man nicht gewusst hat, woran liegt das Ganze. Und als es das dritte Mal, also das zweite Mal, letztes Jahr war das im Sommer. Und da habe ich einen Auftritt gehabt in Österreich, war der. Und da war ein kleiner Familienurlaub mit Drohkind. Wir haben gesagt, da fahren wir hin, da machen wir uns eine schöne Zeit. Und dann habe ich eben kurz vorher, ich glaube 2 Tage vorher, erfahren, dass dieses Kind eben nicht mehr lebt. Sprich, es war OP notwendig gewesen oder man muss ja warten, dann bis es kommt. Und ich wollte das eigentlich erst absagen, aber irgendwas in mir drin hat mir gesagt, wenn du diesen Termin, wenn du dieses Konzert jetzt absagst, das so eine Mixed-Show war, das war jetzt auch nichts Großes, aber irgendwie habe ich so gewusst, wenn ich das jetzt absage, dann ist das ein Statement, dass diese andere Geschichte jetzt überhand nimmt und dass das jetzt vorbei ist mit meiner Musik, weil jetzt geht es dann nicht mehr. Also das war wirklich so ein Scheidepunkt irgendwie im Leben. Und ich bin dann tatsächlich da hingefahren, vor der OP noch, habe diesen Auftritt gespielt. Wir haben einen wunderschönen Familienurlaub gemacht und bin dann heimgefahren danach. Wir haben diese OP gemacht und seitdem spiele ich wieder auf der Bühne und es klappt wunderbar. Schön. Und, ja, Schön. bin sehr froh, dass ich die Entscheidung damals getroffen habe und dass wir es so gemacht haben. Daumen hoch. Und du hast jetzt auch ein Stück, das du uns jetzt gerne spielen möchtest. Ja. Heißt wie? Das heißt für Quirin, weil für das ist Sohnemann. tatsächlich für den Sohnemann entstanden. Genau. Dann bitte. Gerne. Für den Quirin. Ich wünsch dir, dass dir die Sonne über scheint und wenn's mir ringt, dass du die Barfuß aus dir traust. Ich wünsch dir, dass du dein Lachen nie verlernst und dass du immer weißt, wo's dich erst in welches Haus. Ich wünsch dir so sehr nur die allerbesten Freund, die für die da sind, wenn's einmal so richtig brennt. Und ich wünsch dir, dass du dein Lebtag nicht vergisst, dass es einen Gott gibt, der dich liebt und der dich kennt. Ich wünsch dir, dass deine Augen stets offen sind für all die Wunder und das Schöne auf der Welt. Ich wünsch dir, dass du schon ganz früh lernen wirst, dass viel, viel Wichtiges und Schönes gibt wie Geld. Und ich wünsch dir so sehr, dass du jeden Tag auf Nacht, wenn du einschlafst, mit einem Lächeln das nur tust. Und ich wünsch dir, wenn dir das Lächeln mal vergeht, dass du allweil weißt, zu wem du immer kommen kannst. Ja, da wird sehr schnell klar, was der kleine Bursche für dich bedeutet, der kleine Quirin. Oh ja. Dankeschön, Sarah, für dieses Lied. Gerne. Und liebe Zuschauer, Sie werden jetzt auch gleich merken, welchen Stellenwert die Kinder für unseren Wir in Bayern Koch Alfred Fahr haben. Denn den habe ich jetzt in dieser außergewöhnlichen Zeit virtuell daheim im Allgäu besucht. Bei Wertpapieren gibt es eine Klassifizierung. 3x A steht für besonders wertvoll. Bei Köchen gibt es jetzt eine neue Qualifizierung. 2x A ist super wertvoll. AA, der Allgäu Alfred. Daheim zu Gast bei Alfred Fahr. Servus Alfred, grüß dich. Im äußersten Zipfel des Ostallgäus sind wir heute virtuell zu Gast bei dir. Das ist nördlich von Buchloe und wenn man bei mir zum Beispiel über den Garten schaut, dann schaut man ins Unterallgäu. Also ein Grenzgänger, unser Alfred sozusagen in vielerlei Hinsicht. Richtung Westen 2 Dörfer weiter bis in Oberbayern, Landkreis Landsberg. Wir befinden uns bei dir im, ich würde mal sagen, Arbeitszimmer. Sehe ich das richtig? Richtig, genau. Das ist das Arbeitszimmer. Magst du mich mal ein bisschen rumführen bei dir daheim, Alfred? Ja, klar, wir gehen mal spazieren. Ein paar Bilder vom letztes Jahr Moped-Ausflug. Links, die war nicht beim Moped-Ausflug dabei. Das ist eine deiner 3 Töchter, nehme ich an. Genau, das ist die jüngste, doch, die war dabei. Nur das Foto, das ist 10, 12 Jahre alt. Rechts daneben, diese große junge Frau, das ist sie jetzt. Ach, Schmarrn. Ja, ja. Ach, das ist ja super. Das ist die gleiche Tour, da ist meine bessere Hälfte mit drauf. Ja, das war im Schwarzwald, also wirklich sehr schön. Dann
Gehen wir mal. Prima. Verlassen wir das Arbeitszimmer und kommen in die heiligen Hallen des Pfarrschen Anwesens. Auch hier wieder Bilder. Ich liebe es, Bilder anzuschauen. Erzähl mal ein bisschen. Also, das ist eine Zeit lang her. Das ist Jessie, das ist meine Älteste. Immer schon sehr selbstbewusst. Ja. Vicky, das ungeliebte Mittelkind. Die hat jahrelang, wenn sie jetzt wieder war, hat sie immer gesagt, ich bin ja bloß das ungeliebte Mittelkind. Oh. Dann irgendwann habe ich mal eine Studie gelesen, wo es dann hieß, dass Mittelkinder genauso erfolgreich sind wie die Erstgeborenen oder die Letztgeborenen. Ja. Da war sie 13, da sagte sie zu mir, ja, blöd, aber bisher hat es funktioniert. Das ist nochmal die Jüngste. Sehr, sehr süß. Und du bist natürlich hier King Cox im Kreise von 4 Damen, oder? Ja, muss man aber auch aushalten. Also wenn du die zu selbstbewussten Personen erziehst, dann musst du die auch aushalten können. Das ist klar. So. Oh. Das bist aber nicht du. Doch. Nicht wahr? Es war das 2. Mal auf der Rennstrecke und da habe ich dann das Knieschleifen gelernt. Auf einem abgesperrten Bereich, also Spielplatz für große Jungs mit Sportfahrrädern, da kann man das sehr, sehr gut machen. So, gehen wir mal ins Wohnzimmer. So kleine Geschenke von den Kindern. Das ist dann, man muss das auch alle aushalten. Ja, das Schnarchst du, Alfred? Das ist ungefähr so. Wenn ich auf der Couch liege, dann schaffe ich das, dass ich da zum Beispiel eine Tasse Kaffee halte. Und ich kann dabei einschlafen. Und wenn ich so aufrecht liege, dann schnarche ich echt wie ein Bär. Ja. Ich schütte auch den Kaffee nicht dabei. Und irgendwann, eine Viertelstunde später, wache ich auf und trinke meinen Kaffee. Ja. Und sag, es war doch gar nichts. Und die Kinder sagen, oh, wir haben schon Europass. Die machen dann auch jeden Blödsinn mit mir. Also die haben dann versucht anzumalen, die setzen mir Hüte auf. Also ich bin da 20 Stunden weg. Also auf dieser Couch gibt es eine sehr lustige Begebenheit. So unser Blondie, also die mittlere, schlank, sehr groß, lange blonde Haare. Da war sie 15 und dann sagt sie, Papa, die Mama hat gesagt, wenn ich 17 bin, dann darf ich auch modeln. Und ich sage, ja, passt schon. Und dann sagt die Ältere, was willst denn du modeln? Du hast gar keinen Arsch. Ein Model braucht einen Arsch. Und dann setzt sie sich auf meinen Schoß, legt einen Arm um mich, guckt mir tief in die Augen und sagt ganz gelassen, wieso? Da hockt doch mein Arsch. Und als ich klein war, wir hätten für so einen Kommentar, wir hätten ja sofort eine geschossen gekriegt. Gell? Aber sie sind selbstbewusste Menschen und dann hast du, also ich glaube, da haben wir halbwegs was richtig gemacht. Ja, offensichtlich tatsächlich selbstbewusste Ladies. Genau. Die Motorradkombi, wichtig. Aber zur Sicherheit unten, das ist eine Airbag-Weste. Und wie man da unten sieht, habe ich das auch schon getestet. Wow, aber Gott sei Dank gut überstanden. Viele, viele Bücher. Also alles Mögliche an Schnitzerei, so kleine Souvenirs, eine Maske aus dem Auftrag in Indien. Ich sehe da viele Dinge aus fremden Ländern. Was macht es gerade mit dir, dass du all diese Dinge einfach mal raus und weg und Fernweh, dass das gerade nicht funktioniert? Ich habe 3-mal in meinem Leben bei Null wieder angefangen. Also mit 18 daheim ausgezogen nach Baden-Baden, um mal richtig kochen zu lernen in ein tolles Hotel. Das war ein kleiner Schritt. Dann bin ich mit 22 nach Südafrika ausgewandert. Was für mich, für einen kleinen Allgäuer Bub vom Dorf, vom Bauernhof, ein Riesenschritt war. Ja. Da haben auch viele gesagt, was willst du denn da? Was soll denn das? Was machst du da? Ja, kannst du basic kochen? Ich hatte dann in Südafrika auch selbstverschuldet einen sehr schweren Motorradunfall, auch 1988 noch am Ende des Jahres, wo ich dann nach der OP aufgewacht bin und habe den Arzt gefragt, sagt, und? Dann sagt er, es wird wehtun, es wird dauern, du wirst wieder laufen. Und ab dem Moment war für mich alles eine Zeitspanne. Als Freiberufler, Finanzkrise vor 12 Jahren, wieder viel Geld gekostet, wieder von vorne angefangen. Das ist halt eine Zeit, da musst du jetzt durch und irgendwann ist es auch wieder ganz anders. Also außerdem, der Kühlschrank ist voll, die Bude ist warm und es ist Benzin im Tank. Also wo ist das Problem? Alfred, super schöner Gedankengang. Ich weiß nicht, was noch alles kommt. Gehen wir mal in die Küche. Oh. Das Regal haben wir selber gebaut. Ich brauche auch zum Ausprobieren immer wieder viel und mir fällt es leicht, wenn ich es vor der Nase habe. Cool. Ja, sehr schön. Warte mal. Die Mädels? Oh ja, die Familie Fahr. Mensch, die sind aber durch die Bank alle ein Traum. Halleluja. Ja, klug auch. Also klug, wissen, was sie wollen und hübsch sind sie auch noch geworden. Also du hast es geschafft, wenn deine Sippschaft gerade ausläuft. Glück gehabt.
weil wir jetzt schon viel über Motorräder gesprochen haben. Ja. Ich möchte mal dein aktuelles irgendwie sehen. Steht es draußen oder kann man das angucken? Ja, gehen wir raus. Also es gibt 2 aktuell. Das ist Sittke. Oh, ja. Die Verkleidung ist nicht original. Aha. Wenn du ins Allgäu ziehst, kriegst du von der Gemeinde einen Aufkleber, da steht drauf, ich bin Allgäuer fürs Leben gern. Dann habe ich den ein bisschen umkreiert, Allgäuer leben gern, einfach um mich da dran zu erinnern. Und das ist der englische Patient, den kriegt wahrscheinlich meine Tochter. Das ist eine knapp 20 Jahre alte Triumph TT. Bitte, Alfred, bleib auf allen Wegen mit dem englischen Patienten immer vorsichtig, weil wir wollen keinen Allgäuer Patienten haben. Also, schön langsam tun. Danke für den Besuch bei dir und alles Liebe. Bis dann. Grüß deine Familie. Ciao. Du auch. Ja, ciao. Servus. Der Allgäu-Alfred. Als wir das aufgenommen haben, wussten wir noch nicht, dass er morgen wieder da sein kann. Gott sei Dank. Mit Spinatspätzle, mit Radieschenhäckerle und Kräuterblütensalat. Morgen live bei Wir in Bayern ein Wiedersehen mit Alfred Fahr. Und jetzt gibt's eins mit Melanie Michel, die heute einen Mailänder Birnenkäsekuchen. Also ich nehme auf jeden Fall mit, ne, dass meine Kinder gerade auslaufen mussten. Das ist heute mein Thema. Ich habe jetzt hier Honig, Butter und ein bisschen Sahne aufgekocht, um jetzt den Deckel quasi für den Kuchen zu machen. Und hier habe ich Mandeln. Wer möchte, kann die Mandeln vorab noch ein bisschen anrösten, dann wird es ein bisschen dunkler. Aber dadurch, dass es eh noch mal in den Ofen kommt, ist es nicht zwingend notwendig. Die müssen jetzt kurz mal schön vermengt werden. Ja. Sagen wir es mal, das ist wie unser Kleber, damit wir das jetzt dann schön auf der Torte, sage ich, auf dem Kuchen verteilen können. Genau. Schön ein bisschen durchweichen. Genau. Also ich könnte mir das durchaus vorstellen, die anzurösten. Ja, aber wie gesagt, das ist gar nicht unbedingt notwendig, weil es, wie gesagt, ja eh noch mal im Backofen kommt. Stimmt. Ja, ich rede auch gleich mit dir, mein Freund hier drüben. So, zack. So, jetzt wird das Ganze, wo habe ich meinen hier, einfach noch mal ein bisschen verteilt. Ich glaube, diese Kruste Hier ist kann man ein jetzt, Knaller. wenn es zu sehr kleben würde am Messer, kann man natürlich das Messer kurz ein bisschen nass machen, ne? Im heißen Wasser, dann geht es auch leichter. Schön in die Ecken verstreichen. Und jetzt ist unser Ofen ja normalerweise eh noch heiß vom Käsekuchen. Dann können wir es jetzt gerade noch mal 5 Minuten eben auch bei 180 Grad braun werden lassen. Das sieht ja mal Jetzt großartig aus. Ich lasse es jetzt stehen, weil sonst tun wir unseren Käsekuchen hier Ja, der vielleicht. geht sonst, dem tut es nicht gut, wenn du jetzt da aufmachst. Ne? So, schau mal. So sieht er aus, wenn er fertig ist. Vielleicht auch noch wichtig, die Form einfetten, damit man es auch wieder runterkriegt. Ne? Okay. Bisschen schütteln und dann geht das eigentlich ganz gut. Wir machen jetzt noch ein bisschen Puderzucker oben drauf. Ist aber Geschmackssache, ne? Man kann ihn natürlich auch so nehmen. Herrlich. Dann habe ich noch ein bisschen Sahne mitgebracht und ich habe Birnen mit Zuckerguss bearbeitet. Dazu wird einfach Wasser, Zucker aufgekocht und die Birnen werden so 5 Minuten da drin liegen gelassen und dann kommen sie auf ein Backblech Und sind dann und wie so werden chipsartig, 24 Stunden genau sozusagen getrocknet bei 50 Grad im Backofen. Zwischendurch mal wenden. Ich habe auch mal beide Exemplare gezeigt. Also so sehen sie jetzt einfach gezuckert aus. Ne? Da ist schön, wenn man sie mit einer Brotschneidmaschine ganz dünn aufschneidet. Man kann es natürlich auch im Winter auf der Heizung machen, ne? Aber jetzt momentan ist der Backofen ganz gut. Und dann, wie gesagt, nach 24 Stunden hat man wie so Chips, die man auch wunderbar essen kann. Also meine Kinder lieben das auch. Das ist natürlich auch mit Äpfeln oder mit anderen Früchten machbar. Ist immer eine schöne Dekoration. Natürlich, wenn man es aufhebt in eine Dose und da wieder gucken, dass keine Feuchtigkeit rankommt, dann kann man es ganz gut eben auch aufheben. Ja, klar. Mal auf den Joghurt, auf den Dessert drauf machen, ist immer eine schnelle Deko. Aha. Sind die abgezählt? Nein. Magst du eins haben? Darf ich dir das so reichen? Genau. Ich setze die jetzt mal oben drauf. Und dann machen wir noch ein schönes Minzblatt dazu. Oh ja. Ich schneide es jetzt mal an. Ich kann ja dann fertig dekorieren, während du noch Wir schauen uns gleich den noch nächsten Stanzal Punkt an. hast. Genau. Ja, genau. Jetzt bin ich sehr gespannt. Habe ich schon mal erwähnt, wie gern ich Käsekuchen mag? Wahrscheinlich genauso gern wie ich. Jetzt hoffen wir mal, dass wir ihn schön rauskriegen. Oh ja, mega. So. Oh, sieht ja gut aus. Vor allem mit dem Mürbteig da unten und Genau. der Mürbteig, Birnenfülle. Birnenfülle, Käse. Wenn du magst, darfst du es mir vorne hinstellen. Stell's da her. Nur immer mit diesen Ach so, ja, 1,50 stimmt. Meter. Entschuldige. Da alles schwierig. Schauen Sie mal, liebe Zuschauer. So machen wir das.
Genau, ich danke dir. Ich finde ihn ziemlich gelungen. Was sagen Sie? Ja, ich habe es gehört, Sie auch. Prima. Auch Ist natürlich auch was man lang aufheben kann. Ist ja jetzt im Moment auch schön, ne? Weil wir ist ja jetzt oft noch zu zweit daheim. Gut, jetzt ist ja ein bisschen gelockert, aber da kann man mehrere Tage. Man kann ihn natürlich auch noch mal kühl stellen und dann zum Wochenende noch mal. Also das finde ich ja immer ganz schön, wenn man das auch ein bisschen länger stehen lassen kann. Ne? Ja. Also bei mir wird er nicht lange überleben, Ja. aber gut, das ist wieder eine andere Geschichte. Wir reden jetzt über eine Sache, liebe Zuschauer, ich würde sie nicht unbedingt als Volkskrankheit Nummer 1 bezeichnen, aber Sie haben garantiert schon davon gehört und vielleicht ist der eine oder andere von Ihnen auch damit befallen. Es geht um den Putzfimmel. Unser Standsaal hat diesen Putzfimmel, und sie zeigt uns jetzt, wie wir doppelt davon profitieren können. Ja, servus, liebe Zuschauer, ich bin's wieder, das Standsaal. Und natürlich der Herr Bruno. Und heute bin ich mal ehrlich, also ganz ehrlich. Also ehrlich zu mir und ehrlich zu euch. Aber ich verrate euch jetzt. Wisst ihr was? Ich habe nämlich den totalen Putzfimmel. Im Ernst, ich putze alles. Alles wird bei mir geputzt. Und das ist fein neu. Also, du, mir war das früher völlig wurscht. Also so Staubwuckel oder Wollmäuse, egal. Aber ich liebe es zu putzen. Das ist großartig. Ich meine, gut, die Ruhe ist halt daheim jetzt erstmal vorbei, aber dafür duftet alles so schön. Und dafür braucht man gar keine teuren Putzmittel aus dem Supermarkt kaufen, sondern das kann man selber herstellen. Daheim. Du brauchst nicht viel. Ein bisschen Essig, Kernseife, Natron. Ja, und ein Tipp von mir, also so ein paar Tropfen ätherische Öle. Herrlich. Also ich habe hier schon Mango-Vanille-Kloreiniger habe ich schon hergestellt. Und hier Chili-Basilikum-Spülung. Toll. Ja, und das Großartige daran ist ja, also wenn man damit geputzt hat, kann man das auch wunderbar noch als Gewürze ins Essen vermischen. Das wäre eine großartige Idee, auch für den Schuhbäcker, natürlich. Ja, neue Gewürzmischungen. Wobei, nein, also da müsste ja dann Ingwer rein. Aber dann wär's toll. Ich liebe Putzen. Und wo ich schon dabei bin, jetzt mal kurz her. So, ja, schaut doch gleich viel besser aus. Also, wir sehen uns. Jetzt ist am Ende fast noch die Zimmerpflanze umgehauen. Ich glaube, das hätte sie gerade noch gefreut. Da hätte sie wieder ein bisschen putzen können, unsere Standsaal. So, wir haben 2 Damen hier. Gebt es gleich zu. Wer von euch hat den Putzfimmel? Ich habe ihn, aber in Corona nicht einhaltbar. Nicht einhaltbar. Da hast du keine Chance gegen Kids, Nee, oder? Keine Chance. Mhm. Und du überhaupt nicht? Bei uns hat mein Mo den Putzfimmel und ich bin der geschlamperte Uhu, ich gib's zu. Ohne Jetzt Schmarrn? ist offiziell im Fernsehen gesagt. Ja. Okay. Ja, das kann ich jetzt nicht von mir behaupten. Ja. Gut, das ist wieder eine andere Geschichte. Wann gibt es die nächsten Songs? Wie geht's weiter? Also theoretisch darf es am 10.10. Premiere vom neuen Programm geben, sofern die Umstände das zulassen. Ansonsten wird es halt dann so weit verschoben, bis wir wieder lassen. Wir hoffen, dass wir dich bald wieder lassen. Ja. Sarah, schön, dass du da warst. Melanie auch, vielen Dank. Wir haben noch unser Bayernbild des Tages, das wir uns jetzt gemeinsam anschauen wollen. Heute von Silke Federl aus Wiggensbach im Oberallgäu. Es zeigt die Allgäuer Alpen. Das Bild ist also am Gipfel der Reuterwanne entstanden. Das ist ein Berg bei Wertach. Silke hat dort oben einen schönen Sonnen-Wolken-Mix erwischt mit heftigen Windböen. Aber das Foto hat sie zum Glück nicht verwackelt. Finde ich großartig. Jetzt habe ich noch einen kleinen Hinweis für alle Musiker. Das passt vielleicht auch ganz gut für dich. Musikerinnen, Musikanten, alle Menschen, die Frühlingskonzerte, Horgarten und so weiter schmerzlich vermissen. Unser Volksmusikkanal BR Heimat hat eine Plattform im Internet. Da können Musikgruppen ihre Stücke kostenlos hochladen. Volksmusik- und Blasmusikfreunde können sich mit ein paar Mausklicks ihr persönliches Musikprogramm ganz individuell zusammenstellen. Das Ganze auf br-volksmusikplattform.de, auch verlinkt auf unserer Homepage. Das war's für heute. Dank euch beiden. Danke dir. Henry auch, danke, dass du da warst und uns wieder gut bei Laune gehalten hast. Und Ihnen danke fürs Zuschauen. Morgen um 3:45 haben wir ein Date. Sie und ich. Nicht vergessen. Servus.